Ja, für das ihr wisst, wer da zu euch redet. Mein Name ist Silas Hofer, ich bin angestellt bei Kids Team. Als Kinderreferent ist die offizielle Bezeichnung. In so einem Kontext darf man sagen, ich bin Kinderevangelist. Genau, das verstehen die meisten. Kids Team ist eine Organisation, die sich in der Schweiz dafür einsetzt, dass wir Gemeinden, Christen dabei unterstützen, Kinder mit dem Evangelium zu erreichen. Und ihr findet dort beim Tisch auch noch Infos zu uns und auch noch ein Verteilmaterial, das ihr dürft nach bedienen. Und für die Kinder hat so ein Heftchen oder einfach eins dürft. Nein, bedienen nach. Stell dir vor, du bist unterwegs. Da zu Wettigen oder vielleicht auch zu Zürich oder so. Dann kommt eine Frau von dir her und sagt: Guten Tag, ich möchte dich gerne kontrollieren, ich bin Polizist. Du schaust die Frau an und denkst: Ja, aber okay. Sie hat keine Uniform an. Sie hat keine Waffe, auch siehst du sie nicht. Was würdest du jetzt machen, wenn sie einfach kontrollieren und sagt, sie ist Polizist? Der Ausweis. Genau. Fragst nach dem Ausweis. Du brauchst einen Beweis, dass die Frau Polizistin ist. Und dann, wenn sie den Ausweis zeigt und recht ist gut. Und wir lesen in der Bibel von Leuten, die auch einen Ausweis sehen wollten. Wir lesen im Matthäus-Evangelium Kapitel 12, ab dem Vers 38 folgendes, ich lese es vorlesen. Matthäus 12, ab dem Vers 38. Eines Tages kamen einige Schriftgelehrte und Pharisäer zu Jesus und sagten: Meister, bitte zeig uns ein Wunder, als Beweis dafür, dass du von Gott kommst. Doch Jesus erwiderte: Nur schlechte, treulose Menschen würden ein Wunder verlangen. Das einzige Zeichen, das ich ihnen geben will, ist das, was mit dem Propheten Jona geschah. So wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches verbracht hat, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Die Einwohner Ninives werden sich am Tag des Gerichts gegen euch erheben und euch verurteilen. Denn sie haben Reue gezeigt, nachdem sie Jonas Predigt gehört hatten. Und nun ist einer bei euch, der weit größer ist als Jona. Aber ihr weigert euch zu bereuen. Auch die Königin von Saba wird sich am Tag des Gerichts gegen euch erheben und euch verurteilen. Denn sie kam aus einem fremden Land, um die Weisheiten König Salomos zu hören. Und nun ist einer bei euch, der weit größer ist als Salomo, und ihr wollt ihm nicht zuhören. Es kommen Männer zu Jesus und sagen: Meister, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Die Bibel sagt, es waren Schriftgelehrte und Pharisäer. Die Schriftgelehrten und Pharisäer, das war so die religiöse Elite. Die haben alles gewusst. Haben sie gemeint, alles zu wissen vom Alten Testament. Die haben den Sinn und auswendig kennt. Die haben sich jeden Tag damit befasst. Sie haben gewusst, sie haben geglaubt, dass es einen Gott gibt. So, wie wir es vorhin auch gesungen haben. Von dem Gott, der die ganze Welt gemacht hat, der alle Sterne kennt. Und dieser Gott hat gesagt, wie wir leben sollen. Wie wir ein Leben können leben, das ihm gefällt. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer, die haben das ganz genau studiert. Und dann war es wichtig, dass man so lebt. Und darum haben sie neben dem, was Gott gesagt hat, noch ganz viele kleine Gesetze erfunden. Für das man ja nichts falsch macht. Und wenn man ein Gesetz erfindet, muss man natürlich auch schauen, dass es eingehalten wird. Und das haben sie gemacht. Ja, das waren auch so ein bisschen Polizisten, die haben immer geschaut, dass die Leute machen, was sie sagen. Und jetzt kommen also die Schriftgelehrten, die Pharisäer, und sie wollen von Jesus ein Zeichen sehen. Ein Zeichen, wir können hier sagen, sie wollen einen Beweis. Oder ein Wunder. Sie wollen selber sehen, was jetzt der Jesus alles kann. Weil Jesus hat viele, viele Wunder da. Und das hat sich umgesprochen. Zu dieser Zeit, vor etwa 2000 Jahren, hat es noch keine Social Media und noch keine Zeitung gegeben. Die Leute haben noch viel mehr miteinander geredet.
Und er hat sich vom einen Dorf zum anderen, oder? Dann hat man wieder zusammen geredet, wenn man sich wieder gesehen hat. Wenn man schon unterwegs einander getroffen hat, hat man geredet. Und so haben das immer mehr Leute erfahren von diesem Jesus, der so Wunder da hat. Wisst ihr, fragen wir die Kinder, wisst ihr ein Wunder, das Jesus einem anderen Menschen da hat? Einfach auf eins. Er hat den gelähmten Mann geheilt, genau, am anderen konnte laufen, er konnte laufen wieder. Noch andere Wunder, ja. Genau, ein blinder Mann konnte sehen. Er weiss noch ein Wunder, das Jesus anderen Menschen gemacht hat. Oh ja, genau. Wasser in Wein hat er verwandelt. Er hat ganz viele Wunder gemacht. Und mit diesen Wundern hat er gezeigt, dass er der Sohn von Gott ist, der auf die Welt kam. Und die Menschen haben die Wunder gesehen und sie haben das gemerkt. Das ist ein spezieller Mensch. Auch die Schriftgelehrten und Pharisäer haben viele Wunder selber gesehen. Wir lesen, dass sie kurz vorher dabei sind, wie Jesus einen Mann mit einer verdorrten Hand, also dem seine Hand hat nicht mehr funktioniert, hat sie nicht mehr bewegen. Und Jesus hat auch gesund gemacht. Vorher hat dem Mann niemand helfen, kein Medikament, kein Doktor, niemand hat ihm helfen. Und Jesus hat ihm einfach gesund gemacht. Und ein Mann, der blind war, der hat nichts gesehen und stumm, der hat nicht reden. War für mich jetzt etwas nicht Schönes. Der hat Jesus auch gesund gemacht. Und die Pharisäer waren dabei, die haben das gesehen. Und sie dachten, ja, aber was soll das? Sie haben gleich ein Zeichen gesehen. Also sie hätten ja gesehen, was Jesus kann. Aber sie waren sich ihnen nicht sicher, was sie jetzt von dem Jesus halten sollen. Und eigentlich klingt es ja gut, dass sie sagen, ja, Meister, bitte gib uns ein Zeichen. Aber Jesus reagiert irgendwie ganz anders, als wir es erwarten. Und ich denke, dass die Männer eine falsche Einstellung hatten. Dass sie nicht den richtigen Grund hatten, für Jesus um das Wunder zu bitten. Ich glaube, dass die Männer ziemlich falsch über Gott gedacht haben. Ich denke, die Männer haben ehrlich so im Stil gedacht, hey Gott, lass, also du hast viel gesagt und so, und es ist gut, dass es dich gibt, aber für das wir wirklich glauben können, dann musst du jetzt uns ein Zeichen geben. Sie haben sich wie über Gott gestellt. Sie haben wie innerlich wie das Gefühl gehabt, hey, Gott ist mein Diener. Gott soll machen, was ich sage. Sie haben nicht können oder wollen glauben, dass Jesus der Sohn von Gott ist und haben darum das Wunder sehen. Sie haben sich über Gott gestellt. Aber indem dass sie sich über Gott stellen, über den Gott, den wir in der Bibel vor ihm lesen, was haben wir am Freitag gesagt? Wer ist Gott? Wer weiss es noch, den Satz, den wir haben aufgehängt haben? Gott ist der... Genau, Gott ist der einzig wahre Gott. Er ist nicht der Gott, den wir über ihn bestimmen können. Ihn hat es schon immer gegeben. Er ist ewig, sagen wir dem. Es hat ihn immer gegeben und wird ihn immer geben. Und alles, was passiert, ist in seiner Hand. Und wir können nicht das Gefühl haben, dass wir ihm sagen können, was er zu tun hat. Er ist viel höher als wir. Gott ist frei in seiner Entscheidung. Und darum ist es falsch, wenn wir das Gefühl haben, Gott muss uns ein Zeichen geben. Und das kann uns heute auch passieren. Es kann sein, dass du vielleicht schon lange merkst oder eigentlich weisst, hey, etwas sollte in meinem Leben verändern. Vielleicht kannst du verpasst du immer wieder die Jungschule oder den Gottesdienst, wo du ein Hobby hast, das die sehr Zeit am Wochenende in Anspruch nimmt. Und eigentlich merkst du, es wäre dran, das aufzugeben und dass die Gemeinschaft mit anderen Christen wichtiger ist. Aber du hast das Gefühl, nein, Gott muss mir zuerst ein Zeichen geben, bevor sie es machen. Oder du weißt, dass du eine Arbeit machst, die nicht richtig ist, wo du musst beschissen. Vielleicht auch in der Schule, bist immer ein bisschen am Abschreiben. Und eigentlich weisst, es wäre dran, etwas zu ändern. Vielleicht auch lebst du in einer Beziehung, wo Gott eigentlich sagt, das ist nicht gut.
Aber statt nach dem zu handeln, was Gott uns in der Bibel sagt, sagst du, ja, aber Gott, also komm, zeig mir zuerst ein Zeichen, bevor ich mache, was du sagst. Vielleicht sagst du es nicht bewusst. Aber vielleicht ist es deine Einstellung. Manchmal ist es mehr, manchmal ist es weniger bewusst. Und dann kann es uns so geben wie diesen Schriftgelehrten und Pharisäern. Wir lesen in der Bibel aber auch von Männern, die ein Zeichen gefordert haben. Zum Beispiel von Gideon. Der Gideon, Gott hat zum Gideon geredet, aber der Gideon war ein Schisshas, um ehrlich zu sein. Der hat ganz manches Zeichen von Gott gefordert. Er hat gesagt, Gott, mach das, mach jenes, bitte, zeig mir, dass du wirklich zu mir redest. Oder auch der König Hiskia, der hat auch von Gott ein Zeichen gefordert. Und dort hat es Gott gehört. Es ist nicht grundsätzlich falsch, dass wir ein Zeichen fordern, aber ein Zeichen soll kommen aus Zweifel. Vielleicht auch ein bisschen aus Unglauben, wenn du nicht so recht weisst, ist das wirklich wahr mit dem Gott? Ist das wahr, was in der Bibel steht? Dann verurteilt Gott das Fragen nach einem Zeichen nicht. Ich glaube, es haben viele schon erlebt, dass wir Gott um ein Zeichen gebeten haben, weil wir nicht sicher waren, ob wirklich er wirklich existiert. Und ich staune, wie gnädig dass Gott ist, dass er sich uns das immer wieder zeigt. Und das Coole an Gott ist, dass er ein Gott ist, was sich uns zeigt. Gott ist so viel höher, stärker, voll Liebe. Er ist gerecht, er ist heilig, perfekt. Er ist ewig. Jedes Atom, also jedes kleinste Teil auf dieser Welt, ist unter seiner Kontrolle und gleich zeigt er sich uns Menschen. Wir lesen in der Bibel, dass wir durch die Schöpfung, also das, was wir draussen sehen können, Gott erkennen können. Ich habe vor kurzem von einem Mann gelesen, das war ein gescheiter Mann, der hat gesagt, nein, es gibt keinen Gott. Und dann hat er ein Kind bekommen. Und nachher hat er, also seine Frau. Und nachher hat er mal das Kind genauer angeschaut, hat vor allem das Ohr von seinem Kind angeschaut und gemerkt, hey, das kann kein Zufall sein. Es muss einen Gott geben. Meine Frau und ich, wir schauen sehr gerne so Naturdokus, wo wir einfach dort staunen können, wie grossartig Gott die Welt gemacht hat. Und Gott hat sich uns in der Bibel gezeigt. In der Bibel können wir lesen, wie er ist. In der Bibel lesen wir alles, und wir müssen über Gott wissen. Und Gott hat sich in Jesus gezeigt. In Jesus ist Gott auf die Welt gekommen. Er hat als Mensch gelebt. Und die Menschen, die wir nur dann auch gelebt haben, können sehen, wie Gott ist, wie er mit uns Menschen umgeht. Und darum hat die Pharisäer und Schriftgelehrten ihn noch mit Meister an, also sie geben Respekt geben. Aber ob sie das wirklich ernst meinen, wissen wir nicht, und sie haben ja schon sehr abschätzig über ihn geredet. Es gibt es manchmal, dass wir jemandem sagen, oh wow, wie gut dass du bist, und kommst sofort gelaufen und sagen, oh, du bist dann... Genau, könnt ihr einfügen, was ihr wollt. Aber Jesus hat sich von dem nicht ableiten, und er macht klar, ich gebe euch jetzt kein Zeichen. Jesus will nicht eine Show machen und auf Bestellung ein Wunder tun. Und darum sagt er den Schriftgelehrten und Pharisäern, sie seien böse. In der Neues Leben Übersetzung steht, sie seien treulos. Wenn ihr eine andere Übersetzung habt, steht dort vielleicht auch ehebrecherisch. Jesus braucht hier ein Bild, dass sie Gott nicht treu sind. Und Jesus kennt die Männer. Jesus kennt, was sie denken, wie es ihnen geht. Und die Männer haben das gleiche Problem wie alle Männer, wie alle Frauen, wie alle Kinder, wie jeder Mensch auf dieser Welt. Die Männer sind von Gott getrennt, von Natur aus. Die Bibel macht klar, dass jeder Mensch von Gott getrennt ist. Wenn wir auf die Welt kommen, sind wir von Gott getrennt, weil die ersten Menschen nicht auf Gott gehört haben. Und darum machen wir Sachen, die Gott nicht gefallen. Und weil Gott der König ist über die ganze Welt, das haben wir auch gehört, kann er sagen, was gut und was falsch ist. Und er muss das, was falsch ist, auch bestrafen. Und etwas so falsch ist, wenn wir Gott vorschreiben, wie er handeln soll, so wie es die Schriftgelehrten und Pharisäer gemacht haben, darum ist Jesus so streng mit ihnen. Und er sagt, sie seien böse. Hey, das sind Männer, die haben das Gefühl, sie machen immer alles richtig. Und Jesus sagt, hey, ihr seid böse.
Und Jesus gibt ihnen kein Zeichen, wo er weiss, wie sie denken über Gott und über ihn. Aber er verspricht ihnen, dass ein Zeichen wird kommen, und zwar das Zeichen vom Jona. Das habe ich heute Morgen herausgefunden, dass ihr in der letzten Woche schon viel über Jona gehört habt. Ja, wir machen es jetzt gleich. Und zwar darf jetzt ein Kind vorkommen und darf... Ja, genau. Der Jona ist in ein Schiff gestiegen, aber er ist nicht auf Ninive, sondern komplett in die falsche Richtung. Und dann hat es einen Sturm gegeben. Man hat ihn ins Meer geschossen. Und er war ja schon und der Sturm hat sofort aufgehört. Und dann ist ein Fisch gekommen, hat ihn geschluckt und er war 3 Tage und 3 Nächte im Fisch gewesen. Jetzt der andere. 3 Nächte im Fisch und ein paar Tage unterwegs ist er auf Ninive gekommen. Und die Menschen haben gehört, was er gesagt hat. Und die Menschen haben gemerkt, dass sie falsch gehandelt haben. Und haben Gott gesagt, es tut ihnen leid. Und jetzt hat es mit einem Strauch hat Gott dem Jona gezeigt, dass seine Einstellung, dass sein Denken über Ninive und über das Handeln von Gott falsch ist. Das ist die Geschichte von Jona. Ihr kennt sie. Jetzt noch, ist ja schon sehr gut, das freut mich. Es ist wirklich eine unglaubliche Geschichte, oder? Und Jesus nimmt Bezug auf die Geschichte. Und Jesus sagt nicht, ja, mir erzählt sich vom Jona. Hey, Jesus sagt, es ist wirklich passiert. Und genau die Geschichte ist wirklich verrückt. 3 Tage, 3 Nächte in diesem Fisch hin. Und Jesus sagt, es ist wirklich passiert. Und Jesus sagt aber auch, dass etwas Größeres wird passieren. Jesus sagt, dass er 3 Tage, 3 Nächte wird in der Neues Leben übersetzt steht, im Herz von der Erde, oder je nach Übersetzung steht, in der Teufel von der Erde sein. Jesus tut hier schon ankündigen, was mit ihm wird passieren. Wenn wir das Matthäus-Evangelium weiterlesen, lesen wir, wie Jesus an ein Kreuz gehängt wird, in ein Grab hineingelegt wird, er ist tot. Wirklich tot. Und Jesus wird nicht tötet, weil er etwas falsch gemacht hat, sondern er wird tötet, weil es Gott so hat wollen. Jesus ist der einzige Mensch, der so gelebt hat, wie es Gott gefällt. Jesus hat nie etwas Falsches gemacht. Er hat nie nicht auf Gott gehört. Und gleich hat er müssen sterben. Der Tod von Jesus ist der Weg, wie wir wieder mit Gott zusammenleben können. Der Jona, warum war der Jona im Fisch? Wer war schon, dass der Jona in den Fisch hineinkam? Er selber. Selber die Schuld. Jesus war nicht selber die Schuld. Darum ist er ein noch viel grösseres Zeichen. Er kündigt da, dass er ein grösseres Zeichen wird sein als der Jona. Er will nicht ein Zeichen machen für Show, sondern auch ein Zeichen machen, für uns Menschen zu zeigen, wie wir mit Gott zusammenleben können. Dass er wirklich der Sohn von Gott ist. Und das Zeichen, dass er wirklich der Sohn von Gott ist, dass Jesus auferstanden ist. In 2 Wochen dürfen wir Ostern feiern. Jesus ist auferstanden. Jesus lebt. Und die Bibel sagt ganz klar, es ist passiert. Er ist wirklich auferstanden. Und nicht irgendwie als Geist, sondern wirklich als Mensch. Er ist das grösste Zeichen. Er ist für das auf die Welt gekommen. Nicht für ihn nur ein guter Lehrer zu sein oder ein Vorbild. Nein, er ist auf die Welt gekommen, dass wir Menschen mit Gott zusammenleben können. Aber selbst dann, als das passiert ist, wo Jesus ist auferstanden, gelebt hat, wenn sich das erzählt hat, die Leute haben ihn wirklich gesehen. Was haben denn die Schriftgelehrten und Pharisäer gemacht? Wer weiss es von den Kindern? Jetzt wird es schwierig. Die Ostergeschichte. Was haben denn die Schriftgelehrten und Pharisäer gemacht? Seraya, probier mal. Ja, hässlich sind sie geworden. Haben sie es geglaubt? Nein. Sie haben angefangen zu erzählen, dass die Jünger Jesus gestohlen haben. Sie haben angefangen zu lügen darüber. Sie haben nicht glauben, dass Jesus der Sohn von Gott ist. Und das ist
Die wichtigste Frage von heute Morgen, und zwar, wie stehst du zu Jesus? Jesus hat uns ein Zeichen gegeben, der Beweis, dass er ein Sohn von Gott ist, indem er ist auferstanden. Und die Frage ist, glaubst du diesem Zeichen? Glaubst du diesem Beweis? Oder glaubst du es nicht? Vielleicht hast du das schon manchmal gehört und denkst, ja, okay. Vielleicht hast du das noch nie gehört. Und es ist etwas ganz Neues für dich, heute Morgen das zu hören. Und vielleicht hast du es schon 2-3 Mal gehört und weisst noch nicht so recht. Ich wollte dich daran erinnern, dass die Bibel lenkt. In der Bibel lesen wir, Jesus ist wirklich auferstanden. Sie zeigt dir, Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Wo er für dich gestorben ist. Er hat die Strafe auf sich genommen, die du verdient hast mit dem, was du falsch machst. Vor Gott. Und du getrennt bist von Gott, von Grund auf. Jetzt hat Jesus die Geschichte von Jona erzählt und er sagt noch weiter. Er hört nicht einfach auf. Er sagt, dass die Leute von Ninive werden Zeugen sein. Zeugen im Gericht. Was haben die Leute von Ninive gemacht, der Jona hat predigt? Ich habe gestern gehört, was haben sie gemacht? Ich kann nicht gegen die gleichen dran nehmen, wer weiss es noch? Sonst frage ich jemanden. Ja, ich weiss. Hä? Ah! Ja, der. Benni. Benno, was haben sie gemacht? Genau. Sie haben so Säcke angelegt, sie wollten zeigen, hey, wir sind richtig traurig. Sie haben nicht nur schöne Kleider an, sondern so Herdöpfelsäcke. So. Sie haben gemerkt, hey, der Jona erzählt uns von Gott. Und Jona hat keine Wunder da. Und Jesus hat Wunder da. Und die Menschen, die Pharisäer, haben ihm nicht geglaubt. Die Leute in Ninive haben umgekehrt. Und das ist auch das, was Jesus uns sagt. Wir sollen umkehren. Wir sollen aufhören, für uns selber zu leben und für Gott zu leben. Wir sollen unser Vertrauen auf Jesus setzen. Aufhören, das Gefühl haben, wir sind schon gut genug. Das reicht ja schon. Nein, wir sollen darauf vertrauen, dass wir nur durch Jesus gerettet werden können. Der Jona hat keine Wunder da und gleich haben die Leute geglaubt, das ist die erste Zeuge. Und Jesus redet noch von den zweiten Zeugen, von der Königin von Saba. Die Königin von Saba, die hat einen anderen König besucht. Welchen König hat sie besucht? Der Salomo, sehr gut. Gut gewusst oder gut zugelassen, sehr gut. Der König Salomo hat sie besucht. Von weit her hat sie einen Besuch gemacht und sie hat der Salomo gesehen, der so viel gewusst hat. Und auch die Königin wird diesen Pharisäern sagen, warum habt ihr nicht geglaubt. Die Bibel macht nämlich klar, dass einmal alle Menschen werden vor Gott stehen. Und dann wird sich zeigen, wer an Jesus geglaubt hat und wer nicht. Jeder Mensch wird müssen zugeben, dass er nicht so lebt, wie es Gott gefällt. Und die Leute aus Ninive und die Königin von Saba werden dort herstehen und sie werden den Pharisäern und Schriftgelehrten sagen, hey, wir haben an Gott geglaubt, Gott erkennt. Und ihr habt Gott selber vor euch gehabt. Jesus ist vor euch gestanden und ihr habt nicht an ihn geglaubt. Weil Jesus ist grösser als der Jona. Jesus ist das grössere Zeichen für die Leute als der Jona. Und die Frage, die ich dir heute Morgen stelle, ist, glaubst du daran, dass Jesus dich rettet? Und die Menschen, die Jesus kennen, die ihm vertrauen, die an ihn glauben, so sagt die Bibel, sind gerettet. Die müssen keine Angst haben vor dem Gericht, wie es die Bibel uns beschreibt. Sie werden für immer dürfen mit Gott zusammenleben. An einem Ort, wo man als grosses Fest beschreiben könnte. Und zwar für immer. Ein Fest mit dem besten Essen, mit den besten Freunden, ohne Streit, das nie wird aufhören. Und die Frage ist, glaubst du dem Zeichen, dass Jesus auferstanden ist, dass Jesus der Sohn von Gott ist, der uns Menschen rettet? Glaubst du dem? Oder glaubst du es nicht? Und wenn du das glaubst, dann sage ihm das und danke Jesus immer wieder dafür, dass er
der Sohn von Gott ist, der ist auf die Welt gekommen. Er wird dich auch verändern. Und wenn du Fragen hast, dann frag doch mal deine Eltern, wenn sie Jesus kennen, darfst du zu mir kommen. Ich bin heute Nachmittag noch ein bisschen da, wir müssen auch schliesslich noch aufräumen. Du darfst auch ein Büchlein mitnehmen von uns, wo du Jesus besser kennenlernen kannst. Und wir haben angefangen mit dieser Polizistin. Mit einer Polizistin, die auf dich zukommt, die sich sagt, guten Tag. Und wir haben gesagt, hey, wir wollen einen Ausweis. Und bei Jesus können wir es auch so machen. Wenn du nicht sicher bist, ist Jesus wirklich der Sohn von Gott, ist das mit Jesus wirklich wahr, dann kannst du ihn in der Bibel besser kennenlernen. Und ich bin der Überzeugung, die Bibel ist wahr. Die Bibel hat den Anspruch, dass sie Wahrheit ist. Und wenn wir die Bibel lesen, können wir Jesus kennenlernen, können wir Gott kennenlernen und dürfen lernen, wie wir mit Gott zusammenleben können und dass das für unser Leben der grösste Gewinn ist. Amen.